Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteingenieur. Und da guckt, wir verwandeln heute den Stapel an 3D-druckte Teile in einen Blaster. Das ist zumindest der Plan. Warte. Der erste Druck, das habe ich die Stützstruktur nicht ganz entfernt, weil ich da festgestellt habe. Ihr habt den Schwungrädlerskäfig falsch rum eindesignt. Manchmal ist mir nicht zu helfen. Aber habe ich dann ein zweites Mal gemacht, korrigiert und das mal auch die Strebe ein bisschen stabiler gemacht, weil die sind beim ersten auch abgebrochen. Hab dann noch einen kleinen Fehler. Oh, das verliert aber noch Segment. 3D-Staub. Dann einen kleinen Fehler gemacht. Den habe ich dann korrigiert. Ja, da seht ihr das vielleicht. Ja, übersehe, dass da Hanna die Stifte auch noch rausguckt. Ich weiß nicht, ob man die Abschläfe kriegt, ohne den Motor hier zu machen. Deswegen habe ich da einfach ein bisschen Löcher rein. Ja, und bei der Gelegenheit ist da noch ein bisschen kaputt. Weil seht, die Drucke sind nicht ganz ideal. Das behebt man noch. Dann machen wir da noch was drüber. Und vor allem da unten, da hat es das bei beiden Teilen ein bisschen verzogen. Dann machen wir einfach was nach. Und obenrum auch. Da können wir so Designteil, das kleben wir auf die Seite nach. So mal zu grobe Idee von der Farbe. Ui. Ja. Jetzt. Das muss ich ein bisschen. Deswegen als wir das brauchen. Ja. Das ist. Wenn man die Druckqualität nicht sauber einstellt, muss man nacharbeiten. Aber solange wir daran in der Prototype-Produktion sind und nicht an Serienproduktion denken, ist mir ein bisschen Nacharbeit. Weil der erste Prototyp recht egal. Da hat sich die Stützstruktur nicht sauber abgelöst. Vor allem für Serienproduktion hat man die Teile, die haben viel zu viel Stützstruktur, weil die habe ich da auch noch, dass das oben ist. Das würde ich sonst anders drucken. Ui. Ja. Da muss ich ein bisschen schleifen. Das kann auch sein, dass das da jetzt ein bisschen, ja, von dem Maße nicht ganz passt. Das wird ein bisschen chaotisch Video heute, aber habe auch noch nie Streifvariante entworfen, deswegen seht's mir nach. Wie schon gesagt, soll ich da irgendwann mal Serienproduktion machen, dann werden wir da garantiert auch How-To machen. Wobei ich wahrscheinlich einen anderen Käfig eher verwendet hätte als den Streifkäfig. Aber ja. Ich glaube, da muss ich viel schleifen. Ja. Verzetteln wir uns da nicht schon wieder. Ja, so das passen. Und da kommt was drunter. Das ist nicht so gedacht, dass man da reingucken kann. Das habe ich nicht so entworfen, aber hatte gerade genug Filament da. Sonst hätte ich das natürlich gestoppt, nachdem ich gesehen habe, das zieht es mir hoch, aber so habe ich das habe ich spät gesehen. Egal. Da haben wir Magazin. Das hält jetzt natürlich noch nicht, weil das ganze Innenleben noch fehlt. Ja. Aber Magazin habe ich ja schon mal entworfen. Das habe ich für die rote Prophecy gemacht. Federle hatte ich gerade noch da. Man muss die nicht immer aus der Prophecy klauen, aus der roten. Müsste vielleicht irgendwann mal eine lila Prophecy machen. Sobald uns die fertige Prophecy so ausgegangen hat. Ich dann 5-Jährige oder sowas. Ja, was machen wir dran? So.
Das sind Streifteile. Das habe ich sowieso, glaube ich, mal für die Swordfish entworfen. Das habe ich von Thingiverse. Es ist nicht mehr original, also das habe ich stark modifiziert, dass ich das ein bisschen kompakter machen konnte. Da gehört das so rein. Da müssen wir dann noch Schrauben mit Hitze einsetzen und Zeugs. Und da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Seht, das Federle, das wird ein bisschen, das hat nicht arg viel Futter, um sich da abzustützen. Da habe ich nichts gedacht. Den einen Griff habe ich schon zusammengeklebt. Auf der anderen Seite müssen wir gucken, weil da gehört die Schraube drunter. Wie das geht. Dann haben wir da hinten Designelemente. Ja, die Seite nach oben. Ja, das ist alles eher grob ausgedruckt. Das leidet natürlich, ich hatte das schon. Also die Designelemente sind einiges kleiner als die. Aber das hat wohl nicht gereicht. Hätte ich nochmal nachbessern sollen. Aber ja. So sieht es dann aus. Mit der Front. Ja. Doch. Das war richtig. Mit der Front. Oh, das ist Plasterle. Das ist hinten. Gefällt mir von der Optik nicht ganz, aber das ist halt. Ja, 22 cm ist halt das Maximum, was der Drucker zulässt. Und habe schon so kompakt gemacht wie möglich und ich wollte es noch im Teil rauslassen. Was ich glaube, was wir machen. Wir machen da einen Schnitt rein, da einen Schnitt, weil dann können wir das so liegen drucken und das so liegen drucken, wenn man da mehrere Varianten macht. Weil das habe ich beim eigenen Blaster so gemacht. Und da könnte man nämlich einfach da oben drauf nochmal Fläche, da kann man die dann, wenn man da zweite, dritte Variante davon macht, dann machen wir das so. Und wenn nicht, dann modifizieren wir den eigenen Blaster weiter. Wobei das ist jetzt auch, ja, nicht ganz eigener, aber so. Das sieht dann auch schon cool aus. Da kommt dann Rändelschraub drauf. Die habe ich von irgendeinem Blaster, habe ich das in der Farbe. Das müsste auch eine Prophecy-Quäse sein. So. Das ist mal. Ja, Druckqualität lässt zu wünschen übrig an der Stelle. Seht's. Bei das hätte ich halt einfach wahrscheinlich im höheren Detailgrad oder so ausdrucken sollen. Das ist halt alles Prototype-Status. Ja. Wenn ihr daran Interesse habt, müsst ihr sowieso gucken, ob ich das. Dann lasse ich euch im ersten Schritt die Datei zukommen. Wobei ich halt mal irgendwann mal den Trigger, also die Doyle, die müsste ich selber entworfen, weil die habe ich schon selber entworfen. Die habe ich auch. Die sind auch nicht im Original, die habe ich anpasst. Die habe ich mal für die Swordfish entworfen. Die Doyle. Und das werde ich also anders machen, dann. Das wird dann, ich glaube als Eis das auch reichen. Hebele, das dann so Gott, so wie ich es beim eigenen Blaster auch gemacht habe. Oh, sachte. Oh, das geht recht gut. Sieht ein bisschen schäbig aus, aber ja, das Teil könnt ihr ja nochmal rausdrucken. So, oder? Dann, die sage, wir machen da Hitze jetzt, nein. Da hätte ich irgendwas machen sollen, dass das, mir hat es in die Löcher da eine Ausstützstruktur neu gemacht und das ist halt scheiße. Das wird jetzt anstrengend. Also aus dem da habe ich es rausgekriegt, aber aus der anderen nicht.
Und das wird jetzt ein Spaß, da Hitzeeinsatz neu zu machen. Ich glaube, das können wir nicht mit dem Lötkolben machen, das müssen wir dann mit der Schraube machen. Und die Häus machen. Und ja, ein Hobby braucht der Mensch, das hätte ich sagen. Dann fahren wir da habe ich ein bisschen Stützstruktur. Den fahren wir auch noch. So, da kommt dann Tasterle noch. Das dient gleichzeitig als Feder. Das hätte ich gerne noch in schwarz. Aber ja, da war den Strom, den es aushält, wichtiger wie die Optik an der Stelle. Man mag es nicht glauben, aber manchmal priorisiere ich dann Funktion über Optik. Man könnte fast meinen, dass ich Ingenieur bin. Fast. Ein bisschen, das habe ich eigentlich recht großzügig entworfen, nicht immer noch das Gleiche. Ja. Und Kabelkanäle habe ich gemacht, das habe ich beim ersten auch vergessen. Da vorne durch, da durch und natürlich ins Batteriefach. Ja, da ist mir. Bin ich froh, dass ich keine 3D-Druckermaschine bin oder sowas. Da hätte ich vom Chef Ärger kriegen. So, jetzt passt es. Ja. Wenn man die Wände hoch gemacht hätte, hätte es von der Leu halten. Oh, was man nochmal testen müssen. Die Richtung habe ich nicht getestet, ob das ausreicht. Und ich sehe gerade, oh, das ist gerade so, dass es gegangen hat. Uiuiuiui. Die Schraube habe ich auch sehr optimistisch hingesetzt. Ja gut, wenn dann ist ein bisschen vorgespannt. Das heißt hier. Uiuiui. Ja, das ist halt das, wenn man die Dinge so hoppla hopp macht, dass man vorankommt. Aber wollte der erste Prototyp rauskriegen, dass man genau die Fehler rauskriegt und das den Lerneffekt hat. Da muss auch noch irgendwo Schraub drunter sein. Ich würde sagen, mir findet mal all die Schraublöcher und ich mache da mal Hitze einsetzen rein. Und dann montieren wir das zusammen. Die Elektronik auf die Seite. Das was zum Schluss. Design auf Seite. So, dann machen wir mal Hitze einsetzen rein. Das im Schnelldurchlauf. Bis gleich.
So, eine halbe Stunde später und die ganze Hitzeeinsätze sind drin. Ja, das ist ein bisschen zu wenig Futter da an der Stelle. Das hätte ich da noch damit verbinden sollen. Ähnlich da auch. Aber gut, die habe ich dann gleich mal abknackst. Weil das ist jetzt halt auch weit unten, aber von außen sieht man nichts. Da ist ein bisschen aus wenig Futter, aber naja, das langt. Ich mache das da mit der Schraube, ganz einfach aus dem Grund, weil ich habe da festgestellt mit dem Lötkolben, da passiert mir das so oft, dass nachher das Kunststoff in das Gewinde reingeht und das will ich natürlich vermeiden. Bei der habe ich jetzt wenig Kunststoff drumherum. Hat da zwei unterschiedliche Typen Hitzeeinsatz. Welche die ein bisschen dicker sind, welche ein bisschen dünner. Die dünnere habe ich in die filigrane Steller verwendet. Die dickere halt auch noch, wo ich genug habe. Jetzt gucken wir mal. Das dürfte hinkommen. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, ich fange mal an zu schrauben. Und dann schwätzen wir noch mal eine Runde. Dann fangen wir an zu löten. Und dann gucken wir. Ja, Schraube, löten, dann dürfte es schon fertig sein. Ein bisschen Feder noch rein. Das ist der Halter für die Feder hinten. Das braucht auch noch auf der Seite Federle, das zurückzieht. Muss man gucken, ob wir gleich genug Federle da haben. Arg viel Platz hatte ich nicht. Und dann dürfte es passen. Da kommt dann nachher, solange man das dann sieht, das Magazin so dagegen. Ui. Das wird arg eng. Ah, ich sehe gerade, da habe ich einen Hitzeeinsatz vergessen. Das machen wir auch noch mit. Aber ich schraube mal und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Okay, eigentlich habe ich gesagt, ich will schrauben, aber es ist, ja, ich mache euch die Dateien noch nicht zugänglich. Da ist noch viel zu viel Pfeile dabei, oder Pfeile notwendig, also das kaum. Das tue ich mir auch kurz mal an, also das machen wir dann modifizieren wir die Datei. Deswegen machen wir Prototype. Das ist der erste Prototyp. Ui, heilige Scheiße. Uiuiui. Das. Jetzt. Ui, die ist jetzt gescheit fest, die Schraube. Da geht's doll fast hier. Ja. Und man sollte nicht durch 3D-Druck die Teile schneiden, vor allem nicht entlang der Linie. Das hat wesentlich weniger Widerstand wie erwartet. Das hat ein bisschen weh da. Jetzt lohnt sich. Müsste gucken, an welcher Stelle das passiert ist. Ich weiß nämlich auch nicht genau. Aber hat weh da, hat ein bisschen Blut. Ja. So, das heißt, dann ist das aus dem Weg. Ah, das hupft jetzt gleich zurück. Wir könnten auch. Das heißt,
Ah, nee. Das wird erst der Honner auslösen. Geschickt wäre es, wenn das der vorne auslösen tät. Und dann das hier, das so wäre. Und dann tät das bis zurückgehen. Da könnten wir uns den anderen Trigger sparen. Aber ja, das sind weitere Iterationen. Also das hängt davon ab, wie euch auch das Projekt gefällt und was mir sonst noch so einfällt. Und machen wir auf jeden Fall schier. Und dann überlege ich mir, ob ich das mit dem Streifkäfig machen will oder ob wir lieber weiter an meinem eigenen, weil ich habe ja schon Schwungräder, das Blaster. Das besprechen wir dann noch. Und wie man das dann überlege ich mir, wenn dann entsprechend die Resonanz von euch ist und ihr da Bock drauf habt, dann machen wir das eine oder das andere, weil viel zu tun haben wir auch. Und ich würde sagen, jetzt schraube ich wirklich. Bis gleich. Boah, ich sag's euch, da habe ich Fehler gemacht. Eieiei. Da muss ich noch Schraube noch machen, dass das nach oben hält. Sonst Gott, der Schieber nicht richtig. Ja, das machen wir noch schnell. Das machen wir im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Sodele. Hoppala, fliegt das da raus. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir denn Pfeile? Magazin. Aktion. Mal gucken, ob das genug nachschiebt. Das sind meine super duper Spezialpfeile. Das geht jetzt noch nicht. Da fehlt ein Federle. So. Das duft auch gerade so lange, dass das Schwungrädler fasst. Doch so dürfte es erfassen. Das hoffen wir, dass das klappt. Das ist halt ein Genoddel. Also das muss ich irgendwie. Ich muss das so drucken und dann kann ich da auch in der Höhe auch variieren. Also das, ja, deswegen macht man einen Prototyp, damit man die ganzen Fehler feststellt. Das geht gut. So, das heißt, das muss dann noch angeschlossen werden. Die Elektrik müssen wir noch machen. Oh ja, das geht gut. Das braucht ein bisschen Schmutz. Und da sieht man den ganzen Pfusch nicht mehr. Das ist wichtig. Pfusch verstecken. Deswegen macht man Gehäuse. Irgendwann machen wir da einen. Irgendwann will ich so ein transparenter. Das. Oder Plexiglasplatte seitlich, nein. Uiuiui. Uiuiui.
Das ist die nächste Schleifaktion. Seht. Uiuiui. Ja, aber ich würde sagen, wir lassen es jetzt für heute gut sein. Ich brauche von nächster Woche auch wieder ein Video. Die Elektrik, der schließt man beim nächsten Schritt an. Ich muss langsam auch die Speicherkarte voll machen, der Akku voll machen, Speicherkarte leer machen, so rum. Und ich denke, so ein Elektrikvideo ist vielleicht auch sinnvoll. Und ich glaube, das schleife ich mal ohne euch ab. Es glaubt mir einfach, dass ich das mache. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bastler. Und bis dann, euer Blastingenieur.